Ja, frohes neues Jahr. Wir schreiben das Jahr 2023 und so schön bist du heute dabei. Frohes neues Jahr auch dir, Susan und Leo. Schön seid ihr heute mit uns. Starten wir in dieses neue Jahr. Ja, so danke gut, denn, danke denn. Frohes Neues, auch Ja. von unserer Seite. Ich finde, das Jahr 2023 ist eine so schöne Zahl wie Psalm 23. Oh. Habe ich heute gerade jetzt siehst du, gepostet. ja, Nee, kann man. wirklich. Ich finde es eine so schöne Zahl. Ja, wir sind in der Churchbox. Heute reden wir über dieses Buch und eine ganz spezielle Online-Gebetswoche. Leo und Susan, auf was freut ihr euch am meisten in diesem Jahr? Also wir haben etwas Familiäres, was uns mega Oh, jetzt nimmst du mir das vorweg. Nee, wir wollen uns mega freuen. Ich kann es noch nicht jetzt gerade sagen, was, aber was Familiäres das kommt. Es wird eine Hochzeit vermutlich kommen. Ja, nein, es kommt eine Hochzeit. Und das Zweite, ich freue mich mega auf die Online-Digitalisierung von unserer Church. Ich bin wirklich begeistert für das, einfach zu sehen, mit dem App, mit der Webpage, mit Filmen, mit der Digitalisierung, wo wir auch die Botschaft von Jesus weiterentwickeln können. Ich freue mich mega auf das, jetzt wirklich einfach zu filmen, zu recorden, neue Wege zu gehen. Ich finde es einfach spannend. Ja, ist das nicht cool? Wir freuen uns beide aufs Gleiche. Hey, Wow. und nicht einmal abgesprochen, das kann ich jetzt sagen, das war jetzt wirklich spontan. Ihr habt ein Buch geschrieben, natürlich mit einem Riesenteam zusammen. Bibel lesen wie nie zuvor. Wie seid ihr auf dieses Thema gekommen, Leo? Ich habe festgestellt, dass im Moment viele Leute nicht mehr so an die Bibel glauben und sagen, ja, es ist ein Märchen, es haben Menschen geschrieben, das kann man nicht mal wortwörtlich nehmen. Und auch dann Leute, die die ganze Bibel auseinandernehmen. Und ich habe gefunden, es wäre wieder mal Zeit, einfach das Wort Gottes den Leuten geschmackhaft zu machen, auf das ja unser Glaube auch gebaut ist. Ja, und es ist ja so, wir haben eigentlich mit dieser Serie angefangen mit Beten wie niemals zuvor. 31 Zugänge, wie man beten kann. Und das hat uns selber ja extrem geholfen, dass wir einfach... In der Corona-Zeit aufgenommen, Ja, aha. in der Corona-Zeit aufgenommen und geschrieben. Und es hat uns selber einfach so geholfen, wie wir beten können, dass wir gesagt haben, komm, lass uns noch etwas machen, wie wir Bibel lesen können, weil da sind wir genau gleich irgendwie auch limitiert mit den Möglichkeiten und immer das Gleiche wird dann so monoton und das sind genauso 31 verschiedene Zugänge. Es ist ja wirklich so ein Nachschlagewerk, liebe Damen und Herren. Also das lohnt sich mal reinzuschauen. Da steht zum Beispiel Querverweis, Schnitzeljagd oder Beten lesend, Storytelling Bible. Wieso ist es dann wichtig, eben so kreativ die Bibel zu lesen? Ist eben so, ist ja beim Gebet auch so, wenn man das immer genau gleich liest, ist ja das nicht das Problem, die Bibel, sonst wird ein bisschen monoton. Das sage ich bei allen Themen so, auch in der Freundschaft, in der Ehe. Und wenn man eben verschiedene Facetten hat, wie man eben das Gleiche lesen kann, dann bleibt es eben immer spannend und prickelnd. Und die Juden sagen ja, die Bibel ist wie ein Diamant mit 72 Antlitzen. Und man muss es immer ein bisschen drehen, dann sieht man die Geschichte immer von einem anderen Blickwinkel und es wird dann eben so immer dynamisch. Und das sind eigentlich einfach Hilfen, wo mir hilft, das immer wieder auf eine andere Art das Gleiche zu lesen. Susan, was ist jetzt dein Zugang von diesen 31 Zugängen, der dir am nächsten liegt? Also am nächsten, ja, es ist schon schwierig, sich für einen zu entscheiden. Für einer, okay. Wenn ich mich davon. für einen entscheiden muss, dann ist es, ich weiß nicht genau, wie das Kapitel heißt, aber irgendwie glaube ich so bildlich lesen oder mit Bildern lesen, weil wenn ich draußen bin und einen Baum zum Beispiel sehe und der mich anspricht und ich dann mit Gott ins Gespräch komme und frage, sag mal, gibt es einen Bibelvers zu diesem Baum oder gibt es einen Bibelvers zu diesem Bodennebel, der gerade morgen früh über dem Wasser ist, was hast du für ein Bibelvers dazu? Und dann so ein Gespräch kommt und dann habe ich plötzlich ein Bild zu einem Vers oder zu einem Abschnitt. Das begeistert mich. Das ist einer meiner Lieblingszugänge. Wie ist es bei dir, Leo? Ich liebe im Moment einfach so die jüdische Perspektive, weil Jesus macht ja mega viele Wunder, die lesen wir einfach so, aber es hat er immer gemacht im Kontext von den Juden, wie sie gedacht und gefühlt und gelebt haben. Und ich merke einfach, für mich beginnt das Alte Testament so zu leben und das Neue Testament bekommt auch für mich eine ganz andere Kraft, weil Gott immer in eine Situation von Menschen einspricht, wo sie eben schon ein Bild gehabt haben. Jesus greift das gleiche Bild nochmals auf und Juden haben es verstanden und wir manchmal im Neuen Testament haben das Gefühl, er hat was ganz anderes gemeint. Also liest du momentan ganz gewisse Bücher einfach durch die Bibel?
Erstens das, und ich habe viele so jüdische Rabbis, wo ich lese, wo ich wissen möchte, wie sehen sie das vom jüdischen Kontext. Gell? Rabbis ist auch so, die haben auch alle andere verschiedene Meinungen. Es ist nicht so, alle Rabbi haben die gleiche Meinung, alle Theologen haben die gleiche Meinung. Ist beim Judentum genau das Gleiche. Sie interpretieren es auch. Aber ich finde es interessant, aus ihrer Perspektive es zu lesen und dann plötzlich entsteht auch eine Geschichte, bekommt wie eine andere Bedeutung in dem Sinne. Ich finde es sehr, sehr spannend. Wie hat sich euer Bibellesen in den letzten Jahren gewandelt? Also eben, Susan, du bist gläubig aufgewachsen, hast dein Leben lang Bibel gelesen. Ja, wie hat sich das jetzt gewandelt? Ja? Ich habe diesen Bibelleseplan gehabt, jahrelang. Und mit diesem Bibelleseplan bin ich sicherlich ein paar Mal durch mehr oder weniger die ganze Bibel durchgekommen, ohne dass ich das so realisiert habe. Aber was ich jetzt liebe, ist, die Bibel zu lesen, so wie es in meinem Herzen anklingt, dass es wirklich etwas mit mir zu tun hat. Und das kann eben ganz verschiedene Varianten sein. Zum Beispiel in 30 Tagen durch die Bibel habe ich das letzte Jahr mal geschafft. Der Bible Shred. Ja, der Bible Shred. 2 Stunden pro Tag. Habe ich jetzt das letzte Jahr wirklich das erste Mal so geschafft. Oder ich liebe auch einzelne Bibelverse auseinanderzunehmen, Wort für Wort. Ich lese es vorwärts, ich lese es rückwärts und dann sprechen eigentlich mehr die einzelnen Worte und lassen was anklingen. Und das hat sich definitiv verändert, weil ich viel mehr verschiedene Varianten anwende als früher. Früher hatte ich immer das Gleiche, aber es war dann auch manchmal etwas monoton, wie du gesagt hast. Ja, also dieses Buch wird sicher uns auch dabei helfen. Liebe Damen und Herren, ihr könnt das kaufen, icf.church/store, 31 Zugänge, Bibellesen wie nie zuvor. Es wird dir helfen, wirklich dein Bibellesen wieder lebendig zu machen. Es gibt dir neuen Zugänge zu der Bibel und vielleicht sagst du, ja gut, Zugänge zu der Bibel ist eins, ich möchte es noch verstehen. Du kannst es auch kombinieren mit dem Bible Track vom ICF College, welcher im März startet. Das ist das Buch, Bibellesen wie nie zuvor. Neu rausgekommen, danke vielmals, habt ihr es initiiert. Hey, jetzt haben wir ja wieder eine neue Gebetswoche. Leo, die startet morgen Abend online. Ein neues Jahr, eine neue Gebetswoche. Nimm uns mit, was ist der Herzschlag dahinter? Ich freue mich einfach. Für mich ist ein neues Jahr immer so wie ein leeres, weißes Blatt vor mir. Logisch hat man auch die Geschichte, nimmt man ja auch mit vom Vorjahr. Aber man hat ja auch Wünsche, Hoffnung, Träume, Visionen, Ziele oder Dinge, die man sagt, die will ich nicht mehr oder Dinge, wo ich sage, die will ich unbedingt mal tun. Und ich finde es mega cool, ein Jahr zu starten mit Gebet, weil ich weiß, Gebet ist die größte Ressource, die es gibt. Ich habe einen Gott an meiner Seite, der ja hilft. Ich habe den besten Vater, den besten Coach an meiner Seite. Und ich beginne das Jahr bewusst mit dem Wunsch, Gott, ich brauche dich, greife ein. Ich möchte am Ende sagen können, ich bin dir ähnlicher geworden als ein Jahr vorhin. Ich finde das super. Und dann, wenn man das noch zusammen macht mit mehreren Leuten, gibt es eben eine göttliche Dynamik. Ihr seid ja selber dabei, Montagabend, gell? Ja. Morgen Abend. Morgenabend, Montagabend. Ja. Was kommt auf uns zu in diesen 5 Tagen Online-Gebetswoche? Also grundsätzlich haben wir ja diese 5 Bereiche von Next Step. Das bedeutet, wir befassen uns am ersten Tag mit Glaube und dann geht es weiter mit Ressourcenarbeit, ich weiß nicht, die Reihenfolge, Gesundheit, Beziehungen. Ja. Einfach um das Leben sozusagen im Gebet, wie du gesagt hast, zu betrachten mit diesen Themen, aber auch mit verschiedenen Zugängen natürlich. Also es wird so sein, jeden Abend um 7:30 online mit Worship und ich lade dich ein, dabei zu sein, als ganze Small Group, einzeln einfach so betend dieses Jahr zu starten. Das war's mit der Churchbox.